Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für ein neues Q&A. Ihr werdet euch jetzt sicher denken, aber Greg, du hast doch gerade vor ein paar Monaten das Q&A gemacht. Und auf das antworte ich, ja, das stimmt. Aber ich habe einfach wieder Bock auf ein neues Q&A und darum hockt man wieder da. Und ich wollte insgeheim auch meine neue Lampe zeigen. Schauen Sie mal an, sie ist mega schön. Okay, die erste Frage ist von der Alin und sie fragt deinen grössten Celebrity Crush. Okay, wenn ich das sage, kommt das jetzt vermutlich ein bisschen falsch über, aber so ein Celebrity Crush, den ich habe, ist The Rule. Er ist ein australischer Sänger. Ja, es ist ein R, ne? Aber keine Ahnung, mir gefällt einfach mega seine Musik, die er macht und mir gefällt auch sein Style der Kleider und mir gefällt einfach er als Person irgendwie. Das klingt gerade heftig so, als ob ich verliebt in ihn wäre. Das bin ich nicht. Aber keine Ahnung, ich finde ihn einfach eine coole Person und er ist auch nur 17, von dem her ist es voll cool, was er alles macht. Dennis fragt, würdest du lieber können fliegen oder Gedanken lesen? Ich glaube, ich würde viel lieber können fliegen, weil das ist einfach so voll cool. Und keine Ahnung, ich meine, indirekt gehen mich ja Gedanken von anderen Menschen nicht wirklich etwas an. Und ich finde es einfach cool, so, wenn wir überall hinfliegen können und so voll frei ist. Der Otrebor fragt, wie findest du es an deiner Schule? Also ich muss sagen, eigentlich voll cool, so nach 4 Jahren jetzt. Also einfach so als Fact nebenbei, ich gehe ja an ein Gimmi. Und keine Ahnung, am Anfang war es halt so ein bisschen komisch gewesen, wenn man so von einer kleinen Primarschule plötzlich in so eine grosse Schule kommt mit mega vielen Menschen und so. Aber jetzt so nach 4 Jahren finde ich es eigentlich voll cool dort und ich finde es auch mega cool, wie man dort so kann seine Zeit sich verweilen. Also es hat halt so mega viele so Sitzplätze und halt so coole Nischen und so. Und ich finde das alles mega cool und darum, ja, eigentlich finde ich es cool an meiner Schule. Poisatz fragt, wie geht's? Ey, scheiße. Nein, okay, eigentlich nicht. Aber es ist gerade im Moment sehr viel los von der Schule. Das ist der einzige negative Punkt an der Schule gerade im Moment. Aber sonst geht es mir eigentlich so weit gut. Der BP Zürich fragt, das Peinlichste, was dir mal passiert ist. Ich weiss nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, vermutlich schon. Aber einmal in der Ferien sind wir so mit unserem Mietauto halt rumfahren. Und dann haben wir irgendwo angehalten und sind halt so die Sachen anschauen. Und wo wir zurückgekommen sind, hat es halt vor unserem Auto ein anderes Auto gehabt, das dort parkiert hat. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt unser Mietauto noch nicht so wirklich im Kopf gehabt. Und dann laufe ich so zu dem Auto an, das neu dort steht. Steige dort so rein und mache so die Tür zu. Und dann schaue ich so vor und erwarte so meine Eltern. Und dann hocken dort einfach so 2 fremde Menschen. Und die Menschen drehen sich so um und schauen mich so an und checken nicht, was gerade passiert ist. Und es war an dem Zeitpunkt, wo mein Hirn so gecheckt hat, so, ey, das sind nicht meine Eltern. Und das Ding war halt, das war in Australien und nachher war es halt so ein bisschen weird, so auf Englisch so zu sagen, so, ey, jo, ich glaube, ich bin ins falsche Auto reingestiegen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich mich dann dort so entschuldigt und bin so ausgestiegen und habe mich richtig schlecht und scheiße gefühlt und nachher sind wir weitergefahren. Timmy the Boy fragt, machst du Sport? Yes, also ich gehe ins Karate und mache das jetzt schon seit 8 Jahren oder so und das mache ich halt einmal in der Woche. Und ich bin auch im SLRG also ich bin einmal in der Woche schwimmen und jetzt bin ich zwar nicht mehr im Club oder im Kurs, aber ich kann halt trotzdem noch schwimmen. Und ich bin auch immer noch Rettungsschwimmer, aber ich bin halt einfach nicht mehr im Kurs davon. Und ja, sonst gehe ich eigentlich meistens regelmäßig joggen, im Moment gerade nicht. Nein, aber meistens gehe ich auch regelmäßig joggen und sonst mache ich halt einfach so ein bisschen Fitness-Training daheim halt einfach. Ja, aber das wäre es eigentlich auch schon gewesen mit Sport. Pristismus fragt, wann kommt das nächste TikTok-Video? Wieso die Frage? Nein, also blöd gesagt, ich glaube das Video ist jetzt bei 42 Likes, was mega krass ist. Ich wollte eigentlich ursprünglich sagen, bei 40 Likes mache ich einen zweiten Teil, aber zum Glück habe ich das nicht gesagt. Aber blöd gesagt, wenn das Video 50 Likes bekommt, dann muss ich fast einen zweiten Teil machen, weil ich es versprochen habe. Also wenn ihr mich nochmal leiden sehen wollt, dann könnt einfach bei diesem Video ein Like geben, damit ich einen zweiten Teil machen muss. Der Matthias fragt, was ist passiert bei deinem Longboard-Crash? Okay, also für all die sich über das lustig machen. Ich bin so ein bisschen einen Hügel runtergefahren, halt so nicht wahnsinnig langsam. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auch schon Longboard gefahren sind, aber je schneller man wird, desto unstabiler wird das Brett. Und sobald man dann so eine kleine Bewegung macht und lenken, dann tut sich die Bewegung halt verzehnfachen und es wird einfach so ein fetter Wobble. Das Wort Wobble. Auf jeden Fall musste ich halt so ausweichen, weil ich schneller geworden bin als die Person vor mir. Und dann habe ich halt so eine kleine Lenkbewegung gemacht. Die Lenkbewegung hat das Longboard aufgenommen als «Ey, scharf rechts abbiegen». Auf jeden Fall hat nachher das Longboard mega angefangen halt zu wackeln und ist instabil geworden. Und neben dem Weg hat es ein Feld gehabt und zuerst ist das Longboard mit mir oben drauf aufs Feld gefahren. Dann hat es halt hure abbremst und ich bin vom Longboard gumpt und bin noch so ein paar Meter mitgerannt. Und nachher ist es aber für meine kleinen Beine zu anstrengend geworden, so schnell bei irgendwie 40 km/h zu rennen. Auf jeden Fall bin ich dann auf die Fresse gefallen und habe so, so einen Flip über die Schulter gemacht
und haben dann dort so auf dem Feld gechillt. Toll, die Geschichte ist immer wieder cool zu erklären. Ist ja nicht so, dass du dabei gewesen wärst und das auch miterlebt hast, aber ja, here you go, Matthias. Und jetzt kommen wir zu den anderen Fragen, die es auch gegeben hat, das mal bei dem Q&A. Und das sind die ganz vielen Fragen von der lieben Lisa. Gehen wir es mal durch im Schnelltempo. Team Lego oder Team Playmobil? Team Lego. Lieber Arm dran oder armlos? Lol. Machst du mal ein Video mit dem Nilay? Ja, theoretisch ja, aber ich glaube nicht, dass er Bock auf mich hat. Also, ja. Wieso hast du noch so wenig Abos, wenn du doch so funny bist? Ey, keine Ahnung. Es ist halt alles Plan von mir, dass ich erst so nach 5 Jahren lang regelmäßig Videos mache. Erst dann fange ich an, mehr Abos zu bekommen. Genau. In welches Land willst du gerade am liebsten reisen? Island. Wieso gibt es Regenbögen? Wegen der Regentropfen, die das Wasser spaltet und dann sehen wir die verschiedenen Farben und wegen Kobold, der unten mit Goldtöpfen wartet. Kannst du singen? Nein. Kannst du Klavier spielen? Ich kann C-Dur, gilt das? Spiel mal etwas auf der Gitarre. Was sind deine Top 3 Punkte auf deiner Bucketlist? Ich weiß nicht, ob das meine Top 3 ist, aber auf Japan gehen, auf Island gehen und sonst irgendwo hingehen. Nein, keine Ahnung, das sind einfach random 3 Sachen, aber egal. Hast du immer noch TikTok und kann man dir folgen? Ja, ich habe es immer noch, aber ich habe keinen Account und darum kann man mir nicht folgen. Oder noch nicht. Nein, ich mache kein TikTok. Wehe. Was hast du früher mal werden? Bootsfahrer, Polizist und Ingenieur? Und letzte Frage, Lieblingsschweizer Musiker? Der Nilay. Nein, okay, chill. Ich würde sagen Nemo vermutlich. So, das wären alle Fragen von euch gewesen, die ihr mir gestellt habt. Beziehungsweise all die Fragen, die ich ausgewählt habe, weil es sind doch auch wieder recht viel geworden. Vielen Dank an all die Fragen gestellt haben. Es war wirklich mega cool, dass so viele Fragen reinkommen. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Wie gesagt, falls ihr wollt, dass ich einen zweiten Teil von dem TikTok-Video mache, dann zeigt es dort auch mit einem Like, damit es so schnell wie möglich zu 50 Likes kommt. Aber falls ihr lieb seid und ihr wollt nicht, dass ich nochmal leide beim Tanzen, dann macht das auch gerne nicht. Aber ja, dann wäre es eigentlich auch schon gewesen mit dem Video und ich sehe euch gleich wieder. Ciao zusammen! Ich hoffe, das hat man gehört.